Und dann sehen wir jetzt gleich die nächste Rubrik, Rubrik Nummer 6. In Ihrem Katalog können Sie die Pferde der Rubrik Nummer 6 natürlich auch finden. Und zwar auf Seite 129 sind ebenfalls jüngere Hengste, die seit der Saison 2023 ihre Zuchtzulassung haben. 129 in Ihrem Katalog, den Sie auch auf der Website des KFPS downloaden können, wenn Sie nicht hier in der Halle sind, sondern eventuell zu Hause den Livestream verfolgen. Sponsor für diese Rubrik ist Werftalent von Marije van der Werf. Werftalent bringt Ihnen Talent und Begeisterung da, wo Sie es brauchen. Triple A, 6 Jahre alt, Hildwin 528 in der Bahn, gezüchtet von JM Kreuz aus Heech, im Besitz von MCL Fröhring in Hengelo, Sohn von Oma 493, außerdem im Stammbaum vertreten sind Fritze 423, Scherk 328 aus dem Stamm 15, seit dem Herbst 2022 in der Zucht zugelassen. Hildwin ist der erste Sohn von Oma 493, der zugelassen worden ist. Und mit dem Umzug seines Vaters nach Amerika muss Hildwin jetzt alle Augen auf sich gerichtet sehen und die Linie fortsetzen. Das hat er sehr gut gemacht bis jetzt, denn Hildwin ist ein sehr schöner Hengst mit viel Front, viel Rassenausstrahlung und einem sehr edlen Kopf. Er kommt aus einer sehr stark züchtenden Mutterlinie und hat mit Bauke K. von Farbe 348 einen Halbbruder, der im Frisian Talent Cup gewonnen hat, mit einer 10 für den Trab. Hildwin ist selbst in der zentralen Untersuchung als Allrounder gesehen worden mit Triple A-Scores in allen 3 Disziplinen. Er hat sehr viel Arbeitslust, er kann gut wechseln und hat ein sehr aktives Hinterbein. Er steht in der Stuterei Friese Fischer in Drachten und wir sehen Hildwin 528. Sechs Jahre alt, Triple A, Hildwin 528. Gut festhalten.
Werftalent-Sponsor dieser Rubrik. Aber wir sehen den nächsten Hengst. Hilbert 529 AAA, auch 6 Jahre jung, gezüchtet von J.P. Veenstra in Zwichum, im Besitz der Gebrüder von Mahnen und R.J. Rienstra in Ede. Hilbert ist ein Sohn von Heike 482 und außerdem im Stammbaum vertreten sind Standard 447 und Ilke 382 aus dem Stamm 32. Seit dem Herbst 2022 zugelassen in der M1 Dressurklasse. Er hat einen sehr geringen Verwandtschaftsgrad von 16,9%. Hilbert ist ein Hengst, der darum sehr wertvoll ist für die Zucht vom Friesenpferd. Er hat lange Linien und ist royal edel entwickelt, hat sehr viel Rassenausstrahlung und eine recht horizontale Rumpfrichtung und Ausrichtung. In der zentralen Untersuchung hat er 2022 die 3 Basisgangarten gut bestritten. Der Schritt ist am besten gewesen. Hilbert schreitet raumgreifend und im Takt und mit sehr viel Körpereinsatz. Vor allem als Reit- und Farbpferd hat er sehr viel Talent. Außerdem ist er ein sehr umgängliches Pferd mit viel Lehrvermögen, das sich sehr gut bearbeiten lässt. Er steht bei den Gebrüdern von Mahnen in Ede. Triple A Hilbert 529. Hielke 530 Triple A, ebenfalls 6 Jahre alt, gezüchtet von der Familie Lüdemar in Wittmassum, im Besitz des Charles Chardons sowie H.J. Niemeyer aus Jorbert. Ein Sohn von Jure 495, außerdem im Stammbaum vertreten sind Jesse 433 und Chiak 328 aus dem Stamm 1, zugelassen seit dem Herbst 2022. Hielke ist ein Chopper gewesen, einer der Spitzenreiter in der zentralen Untersuchung von 2022. Außerdem ein Sohn von Jure 495. Und der erste Sohn von Jure, der überhaupt eine Nummer bekommen hat, der ins Stammbuch aufgenommen worden ist.
Er kommt aus dem ersten und damit ältesten Stamm im Stammbuch und ist in 2022 sehr erfolgreich gewesen. Seine Cousine Janke LW von Johannes 484 ist bereits zur Allgemeinmeisterin der zentralen Kürung 2022 ausgerufen worden. In der zentralen Untersuchung ist sein Schritt viel besprochen worden, den er mit viel Leichtigkeit und einem sehr angenehmen Körpereinsatz nutzt, auch im Trab und Galopp sehr mitarbeitend, und er hat einen sehr schönen, feinen, guten Charakter, der auch für Reiter und Fahrer, Kutscher ist das Wort, Kutscher sehr schön ist und der ihn sehr freundlich und intelligent wirken lässt. Der sehr jugendhafte Hengst hat eine luxuriöse Rassenausstrahlung mit einem edlen Kopf und viel Ausdruck. Neben seinem Talent als Fahr- und Reitpferd hat er sich auch im Showfahren hohe Punkte erarbeitet. Er steht im Stall Chardon in Jorvers. Triple A, 6 Jahre jung, Hielke 5-3-0. Triple A, entree van Kees, weg 3-1. Weg aan Hengst. Triple A in Kees 5-3-1. 5-jähriger Hengst, gezüchtet von AGG Schraue in Streien, im Besitz von W.E. Lockhorst und der Familie Vollmer in Ederfehn. Ein Sohn von Tjerbe 500, außerdem im Stamm vertreten sind Maurus 441 und Andries 415 im Stamm 22. Hat seine Zulassung erhalten im Herbst 2022. Kees ist der erste Sohn von Tjerbe 500, der seine Zulassung erhalten hat. Der Hengst hat sehr viel Rassenausstrahlung, eine sehr aufwärts gebaute Rumpfrichtung und trockenes und hartes Beinwerk. Er kommt aus einer sehr sportlichen Mutterlinie und hat auch in der zentralen Untersuchung gute Sportnoten erhalten. Er hat sehr viel Lauflust und ist sehr arbeitswillig. Von seinen 3 sowieso guten Gangarten hat Kees vor allem im Galopp hervorragende Noten erhalten, sehr aufrecht und mit sehr viel Sprung im Abdruck. Sein Trab ist leichtfüßig, mit sehr viel Leichtigkeit und viel Körpereinsatz, wobei viel Schulterfreiheit auffällt. Sein Hinterbeineinsatz ist außerdem sehr gut und er kann gut wechseln. In allen 3 Disziplinen hat Kees einen Triple-A-Score erarbeiten können. Er steht in den Nieuwe Höfel in Lünzeren und wir sehen Kees 5-3-1.
Triple A is weg 3-1. We gaan nog één keer bedenken. Triple A Kees 531 zum letzten Mal in unserem Ring. Jorke 532 Triple A kommt auf die Bahn, 5 Jahre jung, gezüchtet von Essa de Vries in Witmasum, im Besitz der Gebrüder von Manen und Kees und Anja von Aschbika in Ede. Ein Sohn von Menne 496, außerdem vertreten im Stammbaum sind Tschade 454 und Felle 422 aus dem Stamm 110. Seit dem Herbst 2022 zugelassen, in der L2-Sportklasse tätig. Jorke ist der erste zugelassene Sohn von Menne 496. Er hat im Jahr 2022 die zentrale Untersuchung hinter sich gebracht mit einem Triple-A-Prädikat, dank des sehr starken Fahrtests, den er abgelegt hat. Er fiel vor allem auf durch Balance und Impuls. Er hat einen sehr anhänglichen Charakter, für den er viel gelobt wird und arbeitet gerne mit. Die besten Resultate erzielte er während der zentralen Untersuchung, nachdem er sehr viel Fortschritt gemacht hatte. Seine 3 sehr taktfesten Basisgangarten sind gut, vor allem aber der aufwärts gerichtete Galopp und der sehr raumgreifende Galopp fallen auf. Jorke hat sich mittlerweile auch im Dressursport einen Namen gemacht. Triple A, Jorke 532. Da sehen wir ihn dann, Triple A Jorke 532.
Dann machen wir weiter mit Jimte 533 Doppel-A, 5 Jahre jung. Gezüchtet von R. Ahrens in Weilen, im Besitz von Ganaderos Huestos Sandro SRL de CB oder auch Finco Sandro aus Mexiko. Ein Sohn von Ulbran 502, außerdem im Stamm vertreten sind Epke 474 und Nikle 309, Hengst aus dem Stamm 120. Zugelassen seit 2022. Jimte war bereits als Fohlen eine sehr auffällige Erscheinung. Er hat 2019 auf der zentralen Köring den Meistertitel der Hengstfohlen einholen können. In der zentralen Untersuchung fiel der Sohn von Ulbran 502 auch auf durch seine sehr konstante Leistung in allen Prüfungen und den sehr kräftigen Schritt, den er mit viel Körpereinsatz ausführt. Er ist eine sehr willkommene Er ist der niederländischen Friesenzucht sehr willkommen. Er ist aufwärts gebaut, sehr jugendhaft und hat außerdem einen sehr angenehmen Charakter. Außerdem liebt er jede Form von Aufmerksamkeit. Er ist voriges Jahr an Finca Sanro verkocht, ein mexikanisches Gestüt, wo auch Detmar 519B und 517 und Romat 498 stehen. Eigentlich hätte er bereits nach Mexiko umgezogen sein sollen, aber, und das ist gut für uns hier in den Niederlanden, vor allem für die Züchter, er bleibt noch eine ganze Zuchtsaison hier. Er steht im Stal de Mersken in Siegerswoude. Mit einem Besitzer in Mexiko, Jimte 533. Diese Rubrik wird Ihnen präsentiert von Werf Talent und wir sind beim letzten Hengst der Rubrik angelangt, Kanne 534. Mooi melden naar Hengst in aantocht in de corridor. Da ist er dann auch tatsächlich, Kanne 534 Triple A, 5 Jahre jung, gezüchtet und im Besitz von Familie Ache-Ockemar aus Siegerswoude, ein Sohn von Ulbran 502, außerdem im Stammband vertreten sind Torben 466 und Prest AA Triple A, aus dem Stamm 50. Seit 2022 zugelassen, ein sehr rassentypischer Hengst, der als Stallmitbewohner von Jimte 533 und Sohn von Ulbran 502 einer der ersten zugelassenen Ulbran-Söhne ist, die jetzt auch noch nach Amerika emigrieren. Kana kommt aus einer großartigen Mutterlinie, die sehr gut in der Zucht mitarbeitet, im Sport auffallende Leistungen erbracht und mit seinem Triple-A-Score in der zentralen Untersuchung
hat seine Mutter eine Leistung erbracht, die sie als 5. in ihrem Stamm 50 auszeichnet. In der Halbschwester Ela Sterre von Johannes 484, die eine Kronsport AAA-Stute ist und Reservemeisterin auf der zentralen Kürung von 22, hat er auch eine sehr gute familiäre Verbindung. Kanne 534 kommt also aus einer guten Familie, aber auch seine eigenen sehr guten Leistungen in der zentralen Untersuchung machen ihn einen von den vielversprechendsten jungen Hengsten und einen der vielversprechendsten jungen Hengsten aus dem vorletzten Jahrgang. Er steht im Stal de Mersken in Siereswoude. Triple A, 5 Jahre. Lassen Sie uns noch einmal applaudieren für Kanne 534. Das war also die 8. Rubrik der jungen Hengste. Sie kommen jetzt gleich noch einmal zurück. Und dann wird die Jury sie in der qualitativen Reihenfolge platzieren, um uns letzten Endes auch noch darüber zu informieren, wer es als Kandidat für die Meisterschaft geschafft hat.
Jimte mag er deze kant op. Jimte darf sich zu mir gesellen. En Jorke mag Jimte volgen. Jorke gerne hinter Jimte her. Kees mag even aansluiten aan de Jorke. Kees hinter Jorke. Hilke even maakt ze op. Hilke einen Platz weiter nach vorne. Rubrik 6 aangewonnen door Werft Talent. Rubrik 6 wird Ihnen präsentiert von Werft Talent. Spitzenposition für Jimte 5-3-3. Dann Jorke 5-3-2. Kees 5-3-1. Hildwin 5-2-8. Hilke 5-3-0. Hilbert 5-2-9 und Kanne 5-3-4. Marije de Werft von Werft Talent, unserem Sponsor, wird gemeinsam mit Mirjam Reuter von den jungen KFBS-Lern Blumen und Rosetten überreichen. Und Sabine wird uns erklären, warum diese Reihenfolge ist. In dieser Rubrik schienen alle Pferde ein Problem damit zu haben, einen lockeren Schritt zu zeigen. Wir haben jetzt einen guten Beweger in der Spitzenposition, Jimte 5-3-3. Sehr schöner Schritt. Ein sehr taktmäßiger und raumgreifender Trab. Er könnte etwas korrekter in der Beinarbeit sein, aber wegen der schönen Bewegung auf dem ersten Platz in dieser Rubrik. Jimte 5-3-3. Jorke 5-3-2, ein sehr korrekt gebauter Hengst mit einer schönen Oberlinie. Ein sehr rhythmischer Schritt, ein raumgreifender Trab. Nicht immer ganz im Tempo, aber ein sehr schöner Hengst und darum ein zweiter Platz für Jorke 5-2-3. Auf dem dritten Platz Kees 5-3-1, ein sehr moderner Hengst mit langen Linien. Der Schritt war nicht ganz der allerbeste wegen der Spannung, aber Kees hat den dritten Platz trotzdem erreicht. Kees 5-3-1. Dann Hildwin 5-2-8. Sein Charakter war ihm ein wenig im Weg. In der Gruppe war er besser als in der individuellen Vorstellung. Er musste seinen Rhythmus finden und er konnte das nicht recht tun. Und wenn er sich etwas mehr der Situation hingibt, dann könnte er besser zum Einsatz kommen. Aber ein schöner vierter Platz für Hildwin 5-2-8. Hilke 5-3-0, ein Hengst mit einer sehr schönen Vorhand. Ein Schritt, der mit ganzem Körpereinsatz gelaufen wird. Gute Technik im Trab. Ein schönes Hinterbein. Hilke 5-3-0.
Und dann haben wir Hilbert 529, eine schöne Vorderhand, sehr edel. Hätte im Schritt ein wenig überzeugender sein können und im Trab nicht genügend zum Tragen gekommen. Hilbert 529. Und dann Kanne 534, ein sehr jugendhafter Hengst. Genug Takt im Schritt und im Trab könnte er etwas mehr überzeugend sein. Kanne 534. Wir nehmen die ersten beiden Hengste mit in die Meisterschaft. Das sind also Jimte und Jorke. Vielen Dank, Sabine Swacha, für diese Erklärung und für die Arbeit als Jurymitglied zusammen auch mit ihren beiden Kollegen. Danken auch Miriam Reuter von den jungen KFPS-Lern sowie Mareie van der Werf von Werft Talent. Die Pferde drehen noch eine Ehrenrunde. Für die Meisterschaft qualifiziert haben sich Jimte 533 und Jorke 532. Ja, we gaan plaatsmaken hier in de baan, want we hebben ruimte nodig. Er staat al een podium opgesteld. So, Sie sehen, dass wir bereits ein kleines Podium aufgebaut haben, denn wir machen jetzt einen weiteren Ehrenmoment mit. De plek paarden volop in de schijnwerpers zetten. Dat gaat Natürlich für uns immer schön, wenn wir hier unsere Pferde auch ehren können. Elias 494. Und heute tun wir das für Elias 494. Elias 494. Maar gelukkig is Elias 494 nog in training. Hij beleeft de hengst veel plezier aan het verzorgen van de shows. Elias hat im letzten Herbst seine Sportkarriere beendet, trotz der großen Erfolge im internationalen Grand Prix. Allerdings bleibt er uns natürlich noch erhalten, denn er wird weiterhin an Shows teilnehmen und trainieren. Wir können also weiterhin genießen, was er zu bieten hat. Elias 494 ist 2023 auch noch endgültig als Stammbuchhengst zugelassen worden. Er kann also überhaupt noch für uns aktiv bleiben. Wichtig zu benennen ist, dass Elias 494 zusammen mit seinem Reiter Marc-Peter Spahn dafür gesorgt hat, dass die Grenzen in der Pferdewelt verlegt worden sind. Bahnbrechende Arbeit haben die beiden in der internationalen Dressur geleistet, was dazu geführt hat, dass die internationale Organisation der Zucht in Sportpferden, die WBFSH, das Friesenpferd als Dressurpferd in ihre Register aufgenommen hat. Bevor Elias und Marc-Peter Spahn ihre Arbeit getan haben und zusammen geritten sind, war das nicht der Fall. Dank diesen beiden, dank dieser Kombination, diesem Pferd und diesem Menschen, steht jetzt also auch das Friesenpferd als Dressurpferd in der WBFSH. Wir möchten dem Pferd eine wunderschöne Abschiedskur gönnen. Und darum wird Samantha Steenwijk, eine bekannte niederländische Sängerin, Just One Last Dance für uns singen. Samantha Steenwijk, auch eine KFPS-Botschafterin. Wir sehen also die Abschiedskür von Elias 494.